Hallo, mein Name ist Tom und in diesem Video zeige ich euch, wie der Ziegenspeck U-Cup installiert wird. Und als erstes nehmen wir einfach die Spannung aus den Saiten oder entfernen die Saiten des Instrumentes. Der nächste Schritt ist, die Position des Lochs für die Endbuchse zu bestimmen. Hierfür tue ich ein kleines Stück Klebeband darüber kleben, um einfach den Lack zu schützen. Und dann benutze ich einen Bleistift und ein Lineal und messe die Mitte der Zagenhöhe aus. Nach dem Anzeichnen geht es auch schon weiter mit dem Bohren des Lochs. Hierfür verwende ich einen 12 oder 13 mm Bohrer. Da hat man dann ein bisschen mehr Spiel für die Buchse zum Einfädeln. Und ja, einfach ein Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine, das macht keinen Unterschied. Und los geht's! Bevor wir den Tonabnehmer installieren, entfernen wir einfach die Schutzfolie des Klebebands am Tonabnehmer und können ihn dann installieren. Jetzt ist auch schon soweit, dass wir die Buchse des Tonabnehmers in das Loch einfädeln. Wenn man kleine Hände hat, ist es natürlich empfehlenswert, durch das Schallloch den Tonabnehmer einzuführen. Aber das ist in meinem Fall nicht möglich. Also habe ich einen guten Tipp, dass man einfach das Kabel hier einführt und den Tonabnehmer ansteckt und dann ganz einfach durch das Instrument hinten in das Loch zieht. Und es ist in der richtigen Position. Die optimale Position für den Tonabnehmer ist in der Mitte vor dem Steg. Sollte dort eine Leiste im Weg sein, ist das kein Problem. Man kann es leicht daneben versetzt anbringen und mit schön viel Druck gegen die Decke drücken. Der letzte Schritt ist einfach, das Endstück des Tonabnehmers anzuschrauben, welches zugleich auch als Gurthalter dient. Und ja, das war die Installation und viel Spaß beim Spielen.